Hallo und herzlich willkommen zu der 25. Ausgabe von Swiss Info hier auf Ask Switzerland. Freut mich, habt ihr eingeschaltet. Ihr wundert euch natürlich ein bisschen über den Hintergrund und das liegt daran, dass wir hier nicht in Basel, sondern in Fribourg sind. Nicht zu verwechseln mit Freiburg im Breisgau. Und das ist ein YouTuber von Fribourg, ein Let's Player, der ziemlich unterhaltsame Let's Plays macht. Schaut bei ihm mal vorbei, der Pumpkin heisst er, ist unten verlinkt. Sehr empfohlen von mir, von Ask Switzerland, also natürlich eine hohe Quelle und so weiter und so fort. Nach dem Wahlkampfsong, der schon für negative Schlagzeilen gesorgt hat, kommt jetzt der Ärger für die SVP immer noch nicht zum Ende. So ist nämlich kürzlich eine Seite ins Netz aufgeschaltet worden, die sich nsdap.ch nennt. Und für die den Geschichtsunterricht manchmal vielleicht ein bisschen langweilig gefunden haben, NSDAP ist die Partei von den Nazis gewesen, die sich Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei genannt hat. Jetzt fragt man sich natürlich, warum gibt es so eine Partei in der Schweiz? Naja, sie nennt sich eben anders. Jetzt muss ich schnell selber nachschauen. In der Schweiz heisst sie Nationalsoziale Demokratie und Arbeitnehmer- und Geberpartei, aber abkürzt eben immer noch NSDAP. Auch diese Seite hat einen ziemlich rechtsorientierten Hintergrund und jetzt fragt man sich natürlich, was hat denn das mit der SVP zu tun? Naja, diese Seite hat die Seite von der SVP verlinkt. Und für die sich jetzt entsetzt fragen, warum kooperiert denn unsere SVP mit so einer Seite? Ich kann euch beruhigen, die SVP ist nicht davon in Kenntnis gesetzt worden, dass sie verlinkt worden ist. Mittlerweile ist bekannt worden, dass der Gründer von dieser Ein-Mann-Partei ein ehemaliges Mitglied von der SVP Basel-Land ist. Also könnte man das doch ein bisschen in Verbindung bringen, aber die SVP ist doch garantiert nicht schuldig daran. Jedenfalls darf sich der Typ jetzt auf strafrechtliche Konsequenzen gefasst machen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt schon gegen ihn, denn NSDAP, so sollte man sich wirklich nicht nennen. Und jetzt ist meine provokante Frage an euch, ist es Zufall, dass das ein ehemaliger SVPler ist oder nicht? Wie sehr sollte man die beiden Parteien miteinander in Verbindung bringen? Laut der SVP ganz klar gar nicht, laut anderen radikale Gruppierungen, könnte da etwas dahinter sein? Einfach mal eure Meinung ab in die Kommentare. Der Islamische Zentralrat Schweiz, IZRS, bietet seit 9 Stunden Schwimmkurse an. Allerdings nur für verschleierte Frauen und Mädchen. Sie können dort ganz normal Schwimmkurs belegen, nur müssen sie in der Wasserbuche sein. Die Präsidentin vom Forum für fortschrittlichen Islam findet aber, dass dadurch die muslimischen Kinder schon früh von unserer Gesellschaft abgesondert kommen. Der Islamische Zentralrat Schweiz sieht aber, dass es für die Mädchen auch wichtig ist, dass sie schwimmen. Und sie begründen es damit, dass die Mädchen in öffentlichen Schwimmbädern nicht so oft toleriert kommen. Wenn nicht das ja hat. Hey, hallo, sicher nicht. Tu das nicht mit rein. Und jetzt ist die Frage, wer hat recht? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Wer meine Swiss-Infos von Anfang an mitverfolgt hat, der erinnert sich vielleicht noch ein bisschen daran, dass ich einmal von der Schweizer Landwirtschaft und den Schweizer Bauern geredet habe. Und jetzt ist diesbezüglich auch noch die Statistik für 2014 veröffentlicht worden und wieder ist es ein ähnliches Resultat wie auch schon vorletztes Jahr. 2014 haben 1100 Bauern aufgegeben. Das kann verschiedene Gründe haben. Meistens ist es ein fehlendes finanzielles Einkommen, ist ja auch ganz klar viel Konkurrenz von außen. Und manchmal ist es aber auch, dass man sich einfach zu einem grösseren Hof mit anderen Bauern vereint. Und jetzt kommt hier so eine Bähnle und schauen wir einfach mal, wie das so wird. Grüezi. Das waren Abonnenten. Ja, unsere Abonnenten. Alle winken, so. Das ist mega nett. Allerdings ist es falsch zu behaupten, dass es nur mit Konkurrenz vom Ausland gewesen ist, wo die Bauern zur Aufgabe gezwungen haben. Meistens sind es sogar einfach eigene Vorschriften, die von unserem Bund gemacht werden und wo die Bauern so viele Einschränkungen machen, dass es einfach zum Teil nicht mehr machbar ist. Vor allem, wenn man sich als traditioneller Bauer versuchen möchte, ist es besonders schwierig, weil man dann keine Direktzahlungen vom Bund erhält. Und für die, die nicht wissen, was Direktzahlungen sind, wenn man gewisse ökologische Vorschriften einhalten, bekommt man Geld vom Bund und das macht natürlich das Leben als Bauer einfach. Ich habe beispielsweise letztens einen Bauer besucht und der bekommt pro Hektar, wo er nichts drauf bepflanzt, sondern einfach für die Natur lässt, 1500 Franken im Jahr, was nicht gerade viel ist. Jetzt ist die Frage nach, ist Bauer einfach ein Beruf, den man langsam aber sicher nicht mehr schützen kann und wo man einfach aufgeben muss? Oder findet ihr, nein, es braucht noch mehr Direktzahlungen, weniger strenge Vorschriften? Einfach mal ab in die Kommentare. Knapp 4000 Leute haben im Juli Asyl beantragt. Das sind ganze 2% mehr als im Juni. Rund die Hälfte von allen Asylsuchenden sind von Eritrea. Und von diesen 4000 haben 536 tatsächlich Asyl bekommen. Und jetzt ist die Frage, sind 536 zu viel oder zu wenig? Schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn in diesen Tagen jemand geschockt sein dürfte, dann ist es vermutlich der Ueli Maurer. Warum gerade der Ueli Maurer? Weil er als Vorsteher vom Militärdepartement in einer Untersuchung ein paar ziemlich erschreckende Sachen bemerkt haben dürfte. So funktioniert zum Beispiel die Navigation von der Flugis von unserer Luftwaffe nur mit einem NSA-Code aus den Vereinigten Staaten. Nach der ganzen Affäre Snowden und all diesen zusätzlichen Skandalen ist jetzt natürlich die Frage, wie sicher ist das, wenn wir in militärischen Sachen abhängig von den Amis sind? Und das Schlimme daran ist, dass das ohne erhebliche finanzielle
finanzielle Aufwand gar nicht mehr veränderbar ist. Das heisst, entweder wir lassen es so und es kostet uns nichts, aber dafür sind wir im Kriegsfall vielleicht ein bisschen weniger sicher dran, oder wir zahlen jetzt ziemlich kräftig und sind dann höchstwahrscheinlich abgesichert. Aber man weiß ja nicht, ob es dann irgendein anderes System gibt, das auch wieder von irgendjemandem abhängig ist. In militärischen Fragen wirklich sicher sind meiner Meinung nach eigentlich nur die Länder, die ihre Ausrüstung komplett selber herstellen, und zu diesen Ländern gehört die Schweiz nicht. Jetzt ist die Frage an euch, was soll man in diesem Fall eigentlich machen? Schreibt eure Vorschläge, eure Ideen einfach mal in die Kommentare, und wie findet ihr es, dass man das beim Kauf nicht berücksichtigt hat? Auch das bitte in den Kommentaren. Momentan kann man auf Facebook so einen Vorschlag finden. Und der fordert die Schule auf, an Getränkautomaten genau zu zeigen, wie viel Zucker so ein Getränk beinhaltet. Wir beide begrüßen den Vorschlag sehr. Schliesslich geht es um unsere Gesundheit und hinten schlägt eine Glocke, wie wenn das untermauert würde. Und das war's mit dieser Swissinfo. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schaut auch auf jeden Fall beim Pumpkin vorbei. Wir haben übrigens auch beide Instagram und Facebook. Vor allem für die sich am Tag vorher schon dafür interessieren, was denn in der nächsten Swissinfo kommt, würde ich euch empfehlen, schaut bei mir auf Facebook und auf Instagram vorbei und auf jeden Fall auch bei ihm. Und damit tschüss!